Gut, wir giffen dann aufhängen. Aber für dieses Mal würde ich euch alle Guten ein ganz schönes Jahr 2019 wünschen. An mehr als UGBL, wir wünschen uns, dass wir die Sozialwahlen gewonnen. Heute ist den offiziellen Start von unserer Wahlkampagne. Ich proposieren, dass ich für die allgemein auf die Wahlen angehen, dann auch ob als allgemein Programmatik an der Bilan als UGBL, an als Engagementer, die wir für Wähler holen. Aber wir geben dann eine zweite Wolle proposieren, dass wir mehr an die Einzelbereiche rangehen, aber wo man da vielleicht doch mehr an als spezifisch Programme geben rangehen und dann zu einem kleinen flotten Aufschluss plus eben dass wir ja invitieren ob ein Pad, das du so viel gesehen. Voilà. Dann hoffen wir, dass es nicht so lang geht, aber verlieren wir keine weitere Zeit. Wir haben den 12. März Sozialwahlen. Die Sozialwahlen setzen sich aus zwei Wahlen zusammen. Die erste als die Wahl von der Chambre des Salariés. Die zweite sind Wahlen für Personaldelegationen an alle Betriebe über 15 Salarien hier am Land. Wenn ich mit der Chambre des Salariés aufhänge, dann will ich betonen, dass ich gehe direkt der Chambre des Salariés in einer Wort, nämlich dem Parlament von der Arbecht, dass die Wahl für die Chambre des Salariés die größten demokratische Wahl heute zu Lützburg eigentlich ist. Wenn 12 Stimmen, dann sind wir bei 525.000 Wähler. Das ist mehr wie doppelt so viel wie die Parlamentswahlen zu Lützeburg. Die Wahlen für die Chambre des Salariés Elekteur sind als Salarien zu Lützeburg. An wen als Salarien seht, die seht natürlich auch als Grenzgänger Kollegen an, zusätzlich auch pensionierten Rentner, die an denen Wahlen teilholen. Und das gibt eben die Gesamtzahl von über einer halben Million Wähler. Die Chambre des Salariés ist eine gesetzliche Institution, für das Salariat eine enorm wichtige Institution, weil es eigentlich für uns ein Hebel ist. Ein Hebel für all die wichtigen Fragen, die sich für das Salariat heute in Lützeburg stellen, politische Plan, soziale Plan, ökonomische Plan, kann ich so resümiert für all hier Lebenslagen. Die Chambre des Salariés ist immens wichtig an ihrem Rolle, Gutachten und all die gesetzlichen Aktivitäten zu machen, die eine Regierung heute in Lützeburg möchte. Die Chambre des Salariés ist nach mehr, sie hält Initiativen, sie möchte immens viel wertvolle Analysen an Etüden, die direkt mit der Kondition von den Salarien, sowohl die aktiv wie die pensioniert, zusammenhängen. Und da will ich auch nicht vergessen, die enorm wichtige Rolle, die sie mittlerweile spielt am sogenannten Lifelong Learning, wo Tausenden von Salarien all Jahr teilholen, für sowohl persönlich wie auch beruflich weiterzukommen. Die Wahl für die Chambre des Salariés ist aber nicht nur dann die Wahl zu der Assemblée plénière von der Chambre des Salariés, zu ihrem decisiven Organ, aber das bekanntlich so hinter dem Statut unique, dass eben auch die Assemblée plénière von der Chambre des Salariés einer wichtig Gremien wählt, auf alle Fall was Salariatzeit anbelangt, nämlich Partizipation an der Pensionskäse, Partizipation an die Gremien von der Gesundheitskäse, am Niveau von den Sozialgerichten an den Arbeitsgerichten.
Den OGBL, den huet Zter der Eischter Wahl vun der Salariatskummer d'absolut Majoritéit an der Chambre des Salariés Wahl 2013 war die Lächt, wo man als OGBL 38 vu 60 Mandater konnten errechen an de Schmengen, wann ihr guckt, wer d'Aktivitéit vun der Chambre des Salariés war vun all den Joer, den Bilan as immens positiv, an dudurch ass dat och een positiven Bilan fir den OGBL, den Feierkraft an der Chambre des Salariés ass. Et geht also sech Fortsetzung und Kontinuitéit vun der guter Erbecht, vun de Missionen vun der Chambre des Salariés, méjiréwe soch am Land, dats fir allem de Nationalwahl vun der Chambre des Salariés Signalwirkung ass. Eg Signalwirkung iwwer stärkt vun den einzelnen Organisationen, dommer iwwer stärkt vum OGBL an das ganz klar an Schmengen do sinn net iwwer hierflech, wann es so ein Patronat an Regierung guckt ganz genau op d Resultat vun denen Wahlen. Sie gucken ganz genau, ob ein OGBL an denen Wahlen geschwächt gëtt oder ob wie Mehret als erhoffen gestärkt gëtt. Sie wissen ganz genau, dass eng Stärkung vom OGBL eng Stärkung vun den Interessensvertretung vom Salariat zu Lützeburg ist. Sie wissen ganz genau, dass dat positiven Druck vom Salariat op Regierungserbe ist, dass da den positiven Druck vom Salariat op all Diskussionen auf Verhandlungen auch man Patronat ass. Du steht ja auch ganz viel in Regierungsprogramm zu lesen, du sie ganz viele Themen ugeschnitten, die an den nächsten Jahren von Bedeutung werden sind. Ich will hier direkt so in den UGBL Wert an 8 von 9 Gruppen kandidieren. Die ganze Wahl setzt sich aus 9 einzelne Gruppen zusammen. Wir kommen nur nach Druck zurück. Der UGBL kandidiert an 8, an enger nicht, das aus dem Bereich von der Eisenbahn. Du unterstützen wir voll als UGBL die Liste von Eisenkollegen vom Landesverband. Dann an dem Allgemeinen, für am Allgemeinen noch ganz kurz zu bleiben, ein ganz wichtiger Punkt, schon für Signalwirkung geschwärzt ist, dass wir heute als OGBL und Gesamtsalariat heute in Lützenburg den Aufruf machen, sich unbedingt an der Wahl zu beteiligen. Wir wollen eine hohe Wahlbeteiligung, weil das ist durch den Ausdruck dafür, wie das Salariat zu seinen Interessen steht und dass es ganz genau bewusst weiß, wo die Hirwle sind, für seine Sache weiterzubringen. Mehr und wenn in die Einzelgruppe guckt, die letztjährigen Partizipation gehabt, die ganz unterschiedlich ist. Wir hatten den höchsten war 80% von alle Wähler war am Bereich von dem Gruppe von der Eisenbahn an den tiefsten, die war, und das ist nicht gut, nehmen 21% an dem ganz großen Gruppe, wo ein ganz praktisch für wirtschaftliche Bereiche dran wir kommen hier nur nach Druck zurück. Dann die Zweitwahl Personaldelegationen, wenn die Erstwahl über Briefwahl stattfindet, die lo am Verlauf vom Januar wird aufhängen, an sich da bis so Ende Februar wird zählen an die Briefe. Wir mussten also alle guten Wahlziele, wir mussten alle guten zurück zum 12. März sind. Dann ist die andere Wahl um 12. März 2019, neben steht von den Personaldelegationen noch das, sind enorm wichtig. Demokratische Wahlen, darum geht es, dass im Salarien dezidieren, wen hier Interessen soll an den Betrieben vertreten. Die brauchen nicht weiter zu sagen, dass eben UGBL-Delegierte, Gewerkschaftsdelegierten besonders Aturen haben par rapport zu nicht gewerkschaftlichen Delegierten, ich gehe hier auf die UGBL-Delegierten zurück, die können sich eben an der Interessensvertretung an den Betrieben zu allem Moment verlassen, ob eine starke Organisation, die sie am Rücken haben, ob ganz kompetenter, performant Berufssyndikator, sie können ob all als Servicer zurückgreifen für alle Informationen bis an juristische Unterstützungen. Andere natürlich spielen als UGBL-Delegierten eine absolut decisive Rolle an den Kontext von den Kollektivvertragsverhandlungen, die den UGBL, und ich betone da, an über 200 Kollektivverträge hat.
Den UGBL huet am Moment, dat war die Lächtwahl, rund 2000 effektiv gewählten Personaldelegierten an och do as klar wat d'Objektiv ass d'Objektiv bei der Salariatskummer Chambre des Salariés d'Objektiv vum UGBL ass en 38+ an bei den Personaldelegationun as eng allgemeng Stärkung vun eisen Delegationen an de Betrieber hai zu Lützburg. Dann die allgemeng froh wie wat den UGBL stärken. Fir se klar den UGBL als stärkste Gewerkschaft zu Lützburg bedeit automatisch, dass dat auch den höchste Grad und Effikazitéit ass die Interessensvertretung vun alle Salarien kann hunn an beton haut nachenkehr, dass Schidverein, die fir gewerkschaftlich Einheit erstärkte antritt, den wees, dass het méi wie eng Notwendigkeit, eng objektiv Notwendigkeit haut ass, dass man die Einheit tun an dat bedeit. An diese Wahl ganz konkret, und das kennt den allgemeinen Appell und Salarien und Wähler sinn, stärkt die stärksten Gewerkschaften für die Einheit von einer Vertretung an den Betrieben, an dem nationalen Plan. Komplexität an Bret, die haut all frohen hun am Kontext der Interessensvertretung auf allen Plänen, die als enorm gewusst den Grad und Kompetenz, die verlangt als dementsprechend auch gewusst an et gëtt eigentlich schlimmen een rationell ersetzen vun de gewerkschaftliche Moyen han durch die Kotisationen als egen Ressourcen iwwer eng Streck Gewerkschaft an dat ass eben den UGBL. Dat geht eben noch ran bis an Meigkeet bis an d'extremer können ze goen an Streitfähigkeit an all Form vun Handlungsfähigkeit wat durch den UGBL an de letzten Joren in der Strach huet an diesem Kontext so nicht, dass man für net Altwähler insgesamt dem Verständnis bierden, dass mehr net helos Geld an Gadgetten verpulveren, die an Hunderttausenden bei anderen Organisationen gehen, Eiskotisationen, die vom UGBL, die von unseren Membern sind do für knallhart gewerkschaftserbig zu machen. Und das heißt, am Kontext von diesen Wahlen für allem ganz viel sinnvoller, gute Informationen auch mit auf den Weg zu gehen, als darauf, wo wir investieren an dieser Wahlkampagne. Nach einkehr eine Zersplitterung von der Gewerkschaftsszene als immer eng Schwächung von der Interessensvertretung mittlerweile als zunächst unsinnig an eng überflüssig Vergeudung von den Ressourcen für allem de Potenzialer, die man können hun, an die man kennt den Hof am Monat gestärkt aus dieser Wahl rausgehen. Den UGBL huet zweifellose ganz positiven Bilan 2013 bis 2018 an den guten, an Mengen nahen, an neuen nahen, einen guten realistischen Programm für die Periode 2019 bis 2024. Insgesamt sind als Programmatik darauf ausgerichtet, für den Salarien zu Lützeburg besser Leben zu ermöglichen, und das heißt, den Aufbau von den sozialen Inegalitäten, der Stärken, Sozialstaat, der eine gerechte Verdelung vom gesellschaftlichen Reichtum, an der auch, dass all die Doen Objektiver mussten erreicht gehen an einen Kontext von zwei großen Defien, das eine, das ist die Entwicklung von der modernen Arbeitswelt, Stichwort Digitalisierung und so weiter, und das zweite, das aber auch vor allem am Kontext von der Notwendigkeit vom Weh von der Menschheit, und man doch heute zu Lützeburg an eine carbonarm bis carbonfrei Gesellschaft, an Wirtschaft, an der Tisch, da sucht UGBL für das strikt anhalten als von denen Klimaziele, die gesagt dürfen. So viel zum Allgemeinen. Ich probiere dann eben ob als Bilder an ob als Programmatik anzugehen, wann ich nur mit einer Lernen rumfangen. Kann nicht perfekt sein. Ich würde proposieren, dass wir auf die wesentlichen Punkte geben, jetzt soll mal kurz ergehen, weil der Fund die nationalen Forderungen, Revendikationen und Engagementen vom UGBL an der allgemeinen Broschüre
an dats die Haien der hut Material verdeelt krit. An wie gesagt, ich gehe noch die Einzelpunkten kurz an. Dat echt als Index Mindestlohn plus 10% der besser lehn du will ich so zum Bild vom Mojibel folgendes. Wir haben erreicht 2013, dass den Index strukturell hier am Land nicht verschlechtert gouf, trotz allen Attacken, die massiv gefordert goufen, das auch dem Mojibel dann zu verdanken, dass schon an der letzten Regierungsperiode aneben, erinnert erst war ein Rotlin für das Wahlen an der Periode, die lo am Gangen ist, wo eine Regierung sich engagiert, wo den Index nicht zu manipulieren, also da ist also gelungen, das wichtige System von der Indexierung von den Salären und Renten oprecht intakt zu halten. Das ist der Bilan vom UGBL und das ist natürlich auch die Stoßrichtung, die in Zukunft wird weiter verfolgen. Ich gehe dann op Frage von den Lohnentwicklungen an. Herno werden wir das noch an der einer oder anderen Form mehr spezifisch gesehen. Allgemein werden UGBL dafür kämpfen, wie gemerkt hat, an seinen über 200 Kollektivverträge für eine Entwicklung von den lohngemäßen Produktivitätsentwicklungen und Resultate an den Betrieben. Also eine ganz, ganz wichtige Sache. Und auf der anderen Seite, wir bleiben bei unserer Forderung von der strukturellen Erhöhung von 10% vom Mindestlohn, die 0,9%, die am Moment von der Regierung dezidiert gouf, gesehen mehr natürlich als ein echt noch volles von unserer Aktion, die 2015 angefangen hat, aber sie geht nicht durch, weil 0,9% ist bekanntlich eine gute Strafe weide wäsch vu geforderten 10%. An mir hun schon gesot gehabt, mir fordern von dieser Regierung, dass weiter Etappen an ihrer Mandatsperiode werden noch folgen, und wir werden nur als gewerkschaftliche Aktion dort ausrichten, weil an dat als Hauptargumentation Produktivitätsentwicklung zu Lützeburg muss auch bei den kleinen Lehnen landen, und das fängt beim Mindestlohn an. Und das möchte ich nicht just über sozial- oder fiskalische Mesuren über den Staat, die größtenteils von den Salarien selber bezahlt. Also, ein erster positiver Schritt ist gemacht, es muss weiter Schritt müssen kommen. Dann ein zweiten wichtigen Punkt, das ist eine Forderung. Ein Engagement, das mehr dafür werden handeln, agieren, mit das ganz kleine Forderung, ein Kollektivvertrag für jeden hier am Land. Also Bilan ist positiv an den über 200 Kollektivverträge, die wir verhandeln. Wir kennen ja ob die Ago von den letzten Zeit die größten Resultate am Gesundheits- und Sozialwesen, am Bau oder Dachführung, am guten Vertrag auf der Uni Lützeburg und so weiter. Und du siehst noch Bedeutung von den Kollektivverträgen für die allgemeine Promotion von den Arbeits- und Lohnbedingungen für die Salarien an den Betrieben. Das Problem, den aber als 50% rum von den Salarien in Lützeburg schon kein Kollektivvertrag. Und auch das als ein Ausdruck von sozialer Ungerechtigkeit, von einer schlechten Repartition an der Arbeitswelt. Und dafür ist es wichtig, dass wir da weiterkommen. Positiv, und das ist auch schon ein Teil von unserem Bilan, ist, dass die Regierung auf viele Punkte an ihrem Programm ganz klar von der Promotion vom Kollektivvertragswesen am Land schwätzt. Und positiv ist auch, dass so eine Diskussion über die von uns geforderte Reform von dem Kollektivvertragsgesetz stattfindet. Ich komme dann zum nächsten Punkt, 6 Tageswoche an gut Arbeitszeiten. Auch da, was die Arbeitszeit nur belangt, als den UGBL als kennen, die einen positiven Bilan hier am Land hat. Wir haben Pferdesport an der letzten Legislaturperiode das PAN-Gesetz, was bestanden hat, zu verbessern, und nicht zu verschlechtern, sondern zu verbessert durch eben eine klare, transparente Regelung von den Niveaustunden. Wir haben verbessert durch Staffelung von der Mattbestimmung in anderem bei den Horairmobilen. Finden wir noch die 2 Punkte do anzugehen gegen alle Attacken, wo der ich kann erinnern, die Gerichte sind für eine maßlose Flexibilisierung von den Arbeitszeiten hier am Land durchzusetzen. Das war ja die Revendikation vom Patronat. Dafür ist das Patronat ja nicht ganz froh, man muss was an dem Dossier passiert ist.
So, mehr hun dann am sozialen Dialog, weil das war den E-Punkt, wo wirklich reüssiert war, eng Einigung fand zu de Camp des Printemps, da das Projekt de loi an für so positiv, dass die neue Regierung sich verpflichtet wird, das schnellstens umzusetzen. 6 Urlaub such sie mehr die gefordert tun, mehr hun ein echt Resultat dafür von einem zusätzlichen Kongestag respektiv nach einem zusätzlichen gesetzlichen Feiertag, dat as sie reisen auch ein echte Schritt eben op eng Verallgemeinung von eng 6. Kongestwoch, auch dat als ein Thema, dat bleibt für uns aktuell. Mehr hun einen Aktionsplan abgestalt an, weil das auch gekündigt von der Regierung zu allen Diskussionen, die sind am Kontext der Arbeitszeiten gefordert, geht es, dass no GBL steht, wird alles darauf aussetzen, für durchzusetzen, dass innovativ Arbeitszeitmodelle möglich sind, aber unter der Kondition, weil das wo die Interessen vom Salariat das auch gut geregelt sind, auf allen Niveaus, wo es notwendig ist. Mehr Sinn für Arbeitszeitverkürzung mit vollem Lohnausgleich, mehr Sinn dafür für ein gut geregelt, gesetzlich geregelt Telearbeit, mehr Sinn für die Aufschaltmöglichkeit zu dem Aufschalten, was gesagt, Recht zum Aufschalten von der Arbeit, nach eben ein ganz Ribambell von zusätzlichen Punkten, die an dem Kontext, ich will generell suchen, das ist ganz wichtig, dass eine bessere Harmonisierung von Privat- und Arbeitsleben an dem Kontext eben so ein ganz Ribambell von zusätzlichen Propositionen. Dann, nächsten Sujet der Juren, eine Chance, gute Ausbildung, gut Arbeit, gut Lohn. Da auch bilanzmäßig, ich will just erinnern, dass es den OGBL war, der einen massiven Druck gemacht hat, und durch seine Reusiten hat gegen die Diskriminationen, unter anderem bei den Studentenbursen, Gesetz. Wir haben an dem Gesetz erreicht, und das war auch die Initiative von das Resultat vom OGBL, dass die Studentenbursen indexiert gesehen. Und wir begrüßen auch, dass eben eng Forderung von uns, nämlich Staat, dass die Regierung sich als Sujet vorgeholt wird, ein Arbeitsrecht zu modernisieren, für allem die ganz froh von dem Arbeitskontrakt zu behandeln, weil sie für allem auch die Jugendlichen, die dort drin leiden, mehr wollen, dass Jugendlichen so schnell wie möglich an einem Arbeit, mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag könnt, und das bedeutet natürlich auch für uns größere Herausforderungen am Kampf gegen Scheinselbstständigkeit, gegen nicht bezahlten Stagen, gegen alle Formen von atypischen Arbeitsformen, Arbeitsvertragsformen, die unter dem Stichwort von prekarisierter Arbeit zu betiteln sind. Wir haben dann sicher a gut Arbeit am Zeitalter von der Digitalisierung natürlich op als Tagesordnung geholt. Auch da begrüßen wir es, mit dat wird auch automatisch viel Arbeit für uns, und das entspricht auch ein Engagement, Forderungen, die wir schon lange haben, nämlich das soll diskutiert gehen über die Reform zu den sogenannten Plan de maintien de l'emploi, zu den Sozialplänen, zu den Verhältnissen, und das soll weitergehen mit der Aufführung von neuen Rechten im Niveau von der beruflichen Fort- und Weiterbildung. Das sind lauter Sujets, die mehr aufgeworfen haben, die wir revendikiert haben, und die wir natürlich auch revendikieren und uns engagieren dafür, dass eben da Resultate kommen. Das alles auch unter dem Stichwort von einer Sécurisation des Parcours professionnels, können den das auch nennen, von neben einer Aufsicherung von den beruflichen und sozialen Perspektiven für alle Salarien, an egal welche Betriebe, wo sie arbeiten, für allem für den Hintergrund von den rapiden Umwandlungen, Transformationen, die an der Arbeitswelt stattfinden. Dafür braucht man eben modernes Arbeitsrecht plus eben Resultate auf all den anderen Punkten, die ich aufgezählt habe. Nächstes Sujet: gut Leben am Alter, an
sicher Renten, du gibt doch vieles dazu zu sagen. Den UGBL war an astfairen Kraft an der Verteidigung von unseren öffentlichen Sozialversicherungen hier zu Lützeburg. Dort drin fällt die öffentlich solidarische Renteversicherung, das war auch eine Rotlinie, die man gestaltet hatte. Wir sind begrüßen, dass die Regierung gesagt hat, sie will nicht den Rentensystem frickle gehen. Das geht also auf verschiedene Punkte, aber nicht durch. Wir sind aber nicht verstanden mit bestimmten Verschlechterungen, die stattfinden an der letzten Reform. Wir wollen noch einen modernen Ausbau von unserem Rentensystem erinnern, was die Anerkennung anbelangt, auch von Studenten, Arbeit und so weiter. Und wir halten natürlich darauf fest, dass nicht Rentenantrittsalter gefrickelt wird und so weiter. Wenn es darum geht, und das will ich auch noch betonen, dass irgendwann sollt hypothetische Probleme entstehen im Niveau von der Finanzkraft, was als Pensionscase belangt. Das ist im Moment nicht der Fall. Ich meine, Carlos, wir sind bei 17 oder 18 Milliarden Reserven am Moment. Ihr sollt das der Fall sein. Mit dann aus den wichtigen sozialfortschrittliche politische Schwach, den wir fordern, nämlich dass dann entweder Kotisationen erhöht gehen, weil die Laien insgesamt am europäischen Vergleich auch tief, respektiv dass neue Finanzierungsquellen am Schluss gehen an noch das gesehen wir im Moment irgendwo als Diskussionsmöglichkeit an dem Regierungsprogramm das sind also auch Resultate, die mehr erreicht haben, die sind nicht einfach vom Himmel gefallen, wenn man so Intentionen daran herumfahren. Ich gehe dann aber auch daran, Carlos geht wahrscheinlich nur noch wie genau darüber an, ob die Bedeutung am Kontext der Assurance Dependance, wo wir eben auch die Pferdespur tun, dass das Niveau weitgehend eben aufgesichert gehen ist. Und dann denke ich auch, das Breitfeld wird nicht viel diskutiert, wird aber enorm wichtig ist, dass die Diskussion rund um Gestion des Arches auch schaffen, an sich formieren am Alter an den Betrieben mit allen Präventionen an noch Möglichkeiten zu schaffen, die damit verbunden sind, dass so breit Feld, wo wir wollen weiterkommen und wo wir uns auch dafür engagieren. Dann gut an bezueltbares Wunde für Jiderin, du gehen 2, 3 große Stoßrichtungen. Die als Lützeburg für Nurberg wichtig sind, dass natürlich auf der einen Seite den massiven Ausbau, Investiment an den sozialen Wohnungsbau zu Lützeburg, einen zweiten Punkt, und da sind wir bei der ganzen Frage von der Preisentwicklung, was der Moment am Regierungsprogramm vorgesehen ist, vom Kampf gegen Spekulation geht nicht durch. Das ist wohl positiv, dass die sogenannten Fissen ungeschwert sind, aber das geht bei weitem nicht durch. Wir fordern eben da unter anderem einen nationalen Plan von der Steuer von der Retorsion von Terrain, aber das geht auch nach mehr weit, an dem wir so müssen alle Formen von Spekulationen mit wirklich einer politischer Volontät bekämpft werden, weil das ist den einzigen Weg, für das die Preisentwicklung unter Kontrolle kriegt. Da fällt natürlich auch ein Rahmen drin. Ich gehe nun den Ballpunkt an, dass wir aus dafür ausschwätzen, dass ein Mietpreisbremse angefordert wird. Wir haben dann besser sozialer Familienleistungen. Ich weiß nicht, ob es Daniel, ob es den ist, ich schon aber die Nummer vergisst. Das ist aber nicht schlimm, wichtig, dass das ein Thema gibt. Und da sind auch ein paar die Sachen zu suchen. Wir haben mit der immer gesagt, sind da Juren. Also zu einer Entwertung, Aufwertung kommt vom Kannergeld zu Lützeburg. Das geht weit über 20% raus, wenn man in all die Jahre guckt. Und an dem Kontext haben wir gesagt, und das haben wir auch durchgesagt, gehört an einem Akkord mit der Regierung, bei Kader vom Zukunftspark, das sollten Familienleistungen sollten nicht nur indexiert gehen, mit auch und der Entwicklung vom Medianlohn angepasst gehen. Wir halten drauf,
dass das lädt aus von allen Reformen, die an dem Kontext stattfinden. Es geht als das positiv, weil gesagt wird, Familienleistungen sollen indexiert gehen. Da geht aber nicht durch, das Ende von einer Mandatsperiode zu machen, wie werden nicht da. Und en plus, als ein Akkord mit der Regierung mehr heiß wie das, was im Regierungsprogramm steht, nämlich die Passung und die Entwicklung vom Medianlohn und die Passung und Dachkommas. Und das ist die Referenz, die wir fordern, auf ihrem Web mal so engagieren, dass wir dafür kämpfen. Wir werden noch genau aufpassen, was passiert bei der angekündigten Reform von den Checkservice, ein ganz wichtiges Thema. Aber wir werden noch ganz klar den Lien machen zu unseren Grenzgängerkollegen, dass du nicht zusätzliche Diskriminationen werden auf all diese Pläne stattfinden. Du machen wir also bald Fall Brett für Diskussionen, die stattzufinden haben mit der Regierung. Dann für mehr Steuergerechtigkeit zu Lützeburg so eine Einkehr mehr eng Schieflage bei der Besteuerung zu Lützeburg. De Patrimoine geht zu schwer besteuert, die Revenu und Kapital, alle Formen, die drinnen fallen, sind zu schwer besteuert par rapport zu den Salarien, die über ihren Lohn direkt besteuert gehen, gibt es eben eine Schieflage, eine massive Ungerechtigkeit, an die kann ich just umgehen, an dem ihn am Schwätzen als Neinke, du gehst aus, nicht weiter nach einem Dumping mischt bei der Aufsetzung von den Betriebsbesteuerungen, da wie gesagt, Rücksetzung von der Besteuerung bei den Kapitalrevenuen, bei dem Patrimoine, an für allem an der Helmerdrun. Das ist auch schwer, dass die neue Regierung das nicht gemerkt hat, dann aber nicht, du das mehr dafür Werte kämpfen, an das von ihnen fordern, dass den automatischen Mechanismus von der Anpassung von dem Steuerbarem von den Personenphysiken und die Inflation, weil sonst könnte und das los schon am Gang. Die Kahlprogression, die bedeutet, dass sich Salarien an nächster Linie mehr Steuern bezahlen, progressiv mehr Steuern bezahlen, und das dann eine Verschärfung von der Steuerungerechtigkeit. Ich gehe heute nicht auf die Individualbesteuerung an, das wird eine breite Diskussion gehen. Da werden wir es auch dementsprechend präparieren. Und dann, wie gesagt, sind wir auch da, werden wir aufpassen, dass wir an das auch Bilanz aufgepasst, dass es nicht zu falschen Ungerechtigkeiten kommt zwischen den Leuten, die hier im Land wohnen, an unseren Grenzgängerkollegen. Dafür Demokratie, Frieden und Sozialgerechtigkeit. Ich denke, das ist wichtig, heute zu betonen, für alle politischen Entwicklungen, die wir kennen. Den UGBL wird sich aktiv dafür einsetzen und all seine Möglichkeiten, alles bekämpfen, was dann in Richtung geht von Aufbau von Demokratie. Da das unser Kampf gegen alle rückschrittlichen Parteien und Bewegungen, die es mittlerweile in Europa nicht mehr gibt, wie viele Länder im Abschwung sind, weil das eine Katastrophe für unsere Gesellschaft und das feiert eben an Katastrophen, weiter Katastrophen ran. Aber Ersatz für Demokratie bedeutet auch, dass eben Politik sich im Spielraum zurückhält, die sie selber abgehen wird, sprich nicht mit ganz Europapolitik, mit der ganzen sogenannten, nicht nur Auslese, sondern dann noch Gestion von den Krisen, was das alles beinhaltet, auch das als ein Zurückruf von der Demokratie, an dem Sinn, wo eben Populationen, wenn sie Regierungen wählen, eigentlich auch Sachen wählen, wo sie eigentlich keinen Einfluss mehr haben. Wir schwätzen nicht von den europäischen Tretien, unter anderem, ich verdeven das nicht. Aber Demokratie bedeutet auch Ausbau von der Marktbestimmung an den Betrieben, die man muss angepasst werden. An diesem Kontext will ich dann auch den Kampf für den Frieden erwähnen. Wir hatten das schon angekündigt. Wir werden als aktiv dafür einsetzen für Aufrüstung und sicher nicht für Abrüstung, wo wir im Moment auch starke Tendenzen an die Richtung leider nicht nur in Europa, sondern auf der Welt überall haben. Der letzte Punkt, auf den ich gehe, das ist dann der Klimaschutz und eine umweltschonende Gesellschaft. Ich habe nicht
vierdrun schon gesucht, die als Ersatz für Sozialgerechtigkeit und Aufbau von den Inegalitäten als den ewigsten Punkt für besser Leben. An den anderen Zusammenhang, das eben den, dass man wissen von der Notwendigkeit von dem Anhalen von den Klimazielen finden, die zu nennen, neben allen anderen ressourcenschonenden Maßnahmen, die müssen gerollt gehen, für uns als der Kampf für mehr Lebensqualität an unserer Gesellschaft, auf alle Pläne, nicht an irgendeinen Widerspruch au contraire, beim Kampf für eine umweltgerechte Gesellschaft, Wirtschaft, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Wir sind just aber gegen all Politik, die just nicht auf engem Teil davon ersetzt und dadurch riskiert, zu neuen sozialen Frakturen zu führen, wie man dadurch schon in verschiedenen Ländern erlebt hat, mit den Kontestationen, die dann stattfinden. Voilà. Ich will du stoppen, das sind als Bilanz und das sind auch als programmatische Punkte, die im nationalen Plan gestaltet sind, für den sich Nogibel an diese Wahlen organisiert. Und ich würde proposieren, dass man auf die einzelnen Bereiche kurz jeweils angehen. Da fängt man an und wir machen einfach Reihenfolge, wie eben die einzelnen Gruppen noch sind, für die Wahl von der Chambre des Salariés. So fängt effektiv beim Gruppe 1 und der Tisch, dass dann die Broschüre, wo nicht mehr drauf steht, viertlecht 1, mit wo drauf steht Gruppe 1, und der sieht dann automatisch, dass die Broschüre da an 3 Sprachen rauskommt, weil wir eben an dem Sektor Leute tun, die auch immer mehr Leute tun, die natürlich Englisch schwätzen, respektive Englisch, vielleicht auch noch ein bisschen Indisch, und das wir auch auswählen, die Leute wenden. Es könnte natürlich vielleicht interessant für das, was als Nationalprogramm vorgestellt wird, für das Ganze dann nicht wirklich mehr rumzugehen am Kader von einem sektoriellen Programm. Da würde ich für dich mal just erinnern, dass die Gruppe 1 nicht nur die nächste Gruppe ist, sondern auch die kleinste Gruppe. Es sind just 4.000 Fehler an dem Gruppe, also die Rechte und die Wahlen mit teilzuholen. Das ist einfach eine wichtige Gruppe, weil für eine moderne Fuhr zu gebrauchen, Siderurgie ist das, was ich eine systemische Industrie nennen, respektive für eine systemische Rolle an unserer Gesellschaft, weil sie eine andere Zulieferfirma aus wie ein ganz realer Industriebetrieb. Ich denke an den Bau, ich denke an den Maschinenbau, ich denke an alles, was Ménage, also Emballage, Waschmaschinen, Spülmaschinen und so weiter und so fort. Und gibt es nicht Kinder, weil es kein Stuhl gibt. Und so ist die Rolle von dem Sektor relativ weitaus viel größer wie die 4.000 Leute, die er durchstellt. Das ist auch die nächste Gruppe, den Haut, und das dann hat moins, den Haut besteht aus engem Menschenbetrieb. Das dann hat wahrscheinlich moins, nämlich dem Moment, wo Diedling verkauft wird, ohne Konkurrent von ArcelorMittal. Das ist die Gruppe, die nachher man nur 2.000 Salariewert bestimmt, wo dann eben vielleicht 2 Betriebe darauf vertreten sind. Das just zur Introduktion, zur Erklärung. Was nennt auch gesucht wird als Hauptargument, dass die Wichtigkeit von den Arbeitsplätzen, die sind an diesem Sektor natürlich immens wichtig, weil, wie gesagt, durch die systemische Rolle in den Höhe, dass alle Arbeitsplätze, die dann der Synergie geht, schafft indirekt für Arbeitsplätze. In dem Sinne ist es doch wichtig, dass die Arbeitsplätze erhalten gehen. Wie wollen wir sie erhalten? Das ist dann eine Forderung. Und das ist spezifisch, wenn ich für die Siderurgie, dass wir wollen die Arbeitsplätze in der anderen erhalten, indem wir als Stahltripartit so weiterführen, wie es an den letzten paar Jahrzehnten gelaufen ist, nämlich dass die Stahltripartit muss erhalten bleiben in Zukunft. Ihre Rolle soll zwischen den nächsten Sänger Seite aufsichern, dass der Betrieb noch immer investiert und dass nur eine Industriepolitik auf eine weite Sicht möchte, auf eine lange Dauer möchte, indem sie dann noch investiert. Und zweite Schiene ist dann eben, das muss durch die Stahltripartit eine ganz reihe Sozialbegleitungsmaßnahmen auch erhalten bleiben. Ich denke an eine Prä-Retraite, ich denke auch an CDR, die sektorielle CDR, die an der Stahlindustrie seit Jahrzehnten gibt und die das ganz sozial begleitet wird.
einander doch geschwar von enger Berufsaufsicherung durch am allgemeinen Durchformationen. Das ist so wichtig in diesem Kontext am Kader von der Stahlindustrie, weil wir eben in einem Sektor sind, den durch Digitalisierung, so wie ein ganz realer Sektor werden eine ganze Reihe neuen Arbeitsplätze, Rhythmussen und so weiter konfrontiert. Und dafür ist es wichtig, dass man eben effektiv die Arbeitsplätze von den Leuten, die heute sind, aber auch von denen, die in Zukunft sollen kommen, können aufsichern, müssen aufsichern durch interne Formationen, die der Betrieb dann eben muss zusammen mit der Delegation organisieren. Das ist auch ganz wichtig, dass nicht nur die Arbeitsplätze aufgesichert werden durch Formation, aber auch durch Sicherheit auf dem Arbeitsplatz selber. Ich will just daran erinnern, dass der Sektor ist, den relativ viel Unfälle hat. Ich will just daran erinnern, im Dezember ist nach einer Person in Belval umgekommen durch einen Arbeitsakzident. Und dafür ist es wichtig, dass die Diskussionen auch weiter gefordert werden, dass du neue Wege zusammengesicht gehen mit der Delegation. Und dann letzter Punkt, an den so geschrieben in von Männern, dass der Sozialdialog und Diskussionen in einem Sektor sprengen noch den Kader vom Betrieb. Sprengen heuer so klar, Gradations gesprengt durch all die Diskussionen, die national am Parlament von der Arbeitsstand eben an der Chambre des Salariés stattfinden. Wir haben einen Sektor wie Siderurgie, gehen durch eine ganze Reihe Diskussionen auf europäischem Niveau, auf Weltniveau, eine Ahnung Diskussionen, die auch Nachhaltigkeit durchschwätzen, carbonarme Industrie durchschwätzen und so weiter und so fort. Und ich will just daran erinnern, dass auf dem Niveau sowohl europäisch wie international der UGBL die einzige letztendliche Gewerkschaft ist, die innerhalb von den europäischen Föderationen vertreten ist und noch da direkt auf dem Niveau kann intervenieren. Weil das war natürlich waren auch all die anderen Punkte, die geschwächt sind von der Broschüre, das waren die Hauptpunkte für Siderurgie. Merci. Ich wollte mal daran erinnern, dass UGBL die größte Gewerkschaft ist an der Industrie. Ich meine, wir haben die meisten Delegationen, die meisten Delegierte, und wir fanden noch die meisten Kollektivverträge. Und als Ziel ist klar, wir wollen als Position stärken, für auf einer Seite besser Kollektivverträge zu verhandeln und noch mehr Kollektivverträge. Und auf der anderen Seite will man die Leute an ihrem Alltag besser begleiten mit einer verstärkten Mitbestimmung. Mit diesen Konditionen du können wir am Anfang Terrain mehr Kontrolle über die Lohnpolitik überholen und noch besser Beier gestalten, mehr Kontrolle über die Lohnpolitik überholen, mit Karrieren, mit besser Auffangsgehälter, mit richtigen Perspektiven für die Leute. Auch besser kämpfen gegen die Individualisierung von der Arbeitsrelation von den Leuten, die dazu führt, am Anfang nicht mehr dazu, dass die Leute von Männern verdienen. Mit dem UGBL überholen wir auch mehr Kontrolle über die Arbeitszeit und noch eine bessere Gestaltung von den Arbeitszeitmodellen, die zum Beispiel Arbeitszeitverkürzung abgreifen, mehr einfach eine bessere und mehr geregelte Arbeitszeit ermöglichen Arbeiter auch ihr privat und professionelles Leben besser zu gestalten, als zu vereinbaren. Mit einer besseren Mitbestimmung können wir auch den Arbeiter, wie ich schon vorher gesagt habe, besser begleiten in ihrem Alltag. Das heißt, Arbeitsplätze schaffen, die mehr sicher und besser sind, wo die Gesundheit wichtig ist. Wir können auch den Arbeiter besser begleiten an ihrem ganzen Parcours, das heißt, von der Lehre bis hin zur Rente. Und du hast alles mit abgegriffen, das heißt, Formation continue, dann Prävuen am Leben, aber auch Gesundheitsprobleme zum Beispiel. Wenn wir nicht dabei sind, gehen die Arbeiter oft auf Zeit gedrückt und das kann nicht sein. Wir kämpfen auch für gegen am Anfang eine Prekarität von der Arbeitszeit. Das heißt, am Alltag gucken wir auch, dass Kurzzeitverträge und Interimen ersetzt gehen durch Festverträge. Und das ist ein immens wichtiger Punkt. Und nebenbei begleiten wir auch all die technologischen Entwicklungen, wie zum Beispiel wird immer mehr diskutiert über die Industrie 4.0 oder neue Arbeitszeitmodelle. Und wir sind da für die Modelle mitzumachen, aber auch für die zu gestalten am Sinn vom Arbeiter, nicht allein gegen den Arbeiter. Und das sind am Anfang die Hauptpunkte für die Industrie. Und ich möchte da kurz gehalten.
Wir kennen Rappel am Sektor vom Bau am Niveau von der Chambre des Salariés 2013 76% von der Stimmen kriegt. Das war für also ganz gut Resultat mit 5 von 6 kriegt. Und das war eben ein Beweis vom Vertrauen von den Leuten an unserer Arbeit und da man auch dann ein Challenge kriegt. Das heißt, die Arbeitskonditionen von den Leuten, wir schwätzen nicht mehr vom Bau, wir schwätzen aber die Leute am Handwerk auch generell zu verbessern. An dem Moment haben wir auch dann die Responsabilität überholen als stärkste Gewerkschaft, an was schon begonnen zu tun, als die einzige Gewerkschaft, die hier aktiv war, ganz aktiv ist am Sektor vom Handwerk und vom Bau, weil man dann die Challenge abgeholt par rapport zu den Kollektivverträgen, ich gebe ein Beispiel, Plätscherslehr, Liftbauern, Kollektivvertrag vom Bau, die für ein paar Wochen unterschrieben gehen, wo ganz stark Verbesserungen stattfinden für die Leute, wo man auch müssten durch Kraft von Mogebärler von den Leuten beweisen, wie Manifestationen an der Stadt, dass das war nämlich den Vertrauen von den Leuten als nämlich vielleicht immens wichtig gewesen. Hallo, gibt keine Revolution an diesem Programm, weil das Programm ist evolutiv. Die Forderungen kommen darauf ist durch, mit die Großforderungen, die mehr gesehen, die man will, auf hier, wenn das erstens Kollektivverträge, wie man sowieso auch Kollektivverträge zu verbessern, ist eine bessere Verteilung vom geschaffenen Reichtum. Wir wollen aber auch Sektoren implantieren, wo der Kollektivvertrag noch nicht geht am Handwerk. Da ist nicht alle Handwerker, alle Salariés aus dem Bau, wo dann in den Kollektivvertrag fällt. Wir wollen am Handwerk Kollektivvertrag haben. Das ist eine langjährige Forderung, die behalten wir. Wir werden noch viel mehr Druck bauen an den Betrieben bei den Leuten, weil man am Handwerk Kollektivvertrag braucht, um die Leute besser zu protegieren. Und dann ein Thema, das immens wichtig ist für das Syndikat Bau, und auch das war wichtig, das bleibt wichtig, das ist die Sicherheit auf den Chantien. Wenn ich Sicherheit auf den Chantien schwätze ich nicht mehr von Sicherheit schon, wie die meisten Leute meinen, ich schwätze von Arbeitskonditionen. Manner Stress, besser abgedelte Arbeit. Du holst doch die Regierung eine Responsabilität par rapport zu den Submissions publiken. Wir haben immer mehr kurz Delayen, dass der Stress bleibt. Und das sind das Ausführungen, dass wir so und du müssen von Anfang an besser Planungen bestehen, dass Leute nicht müssen Überstunden knüpfen oder die Arbeitskonditionen zurückgehen. Und wir fordern noch, und sowieso also schon auch, ein besseres Verhältnisgesetz, eine bessere Protektion von den Salaren, weil der Sektor vom Bau ist eben ein Sektor, der immens sensibel ist mit den Verhältnissen, wo man eine bessere Protektion am 400 Verhältnis braucht von den Leuten. Und last but not least, ich meine, Flexibilität, die Arbeitskonditionen, die Arbeitszeit als ein Thema bei uns, war ein Thema bei uns, bleibt ein Thema bei uns. Wir refusieren, aber wir werden dafür kämpfen, dass die Arbeitszeitdiskussion am Bau nicht stattfindet, weil mehr gegen eine Flexibilisierung und eine Erhöhung von den Arbeitskonditionen sind. Voilà, das war ein Kontrarendu als Forderungen für den Bau. Bon, ich meine, ihr wisst, wir hatten nicht an der Presse als Sujet schon am Oktober schon vorgestellt, dafür werde ich dann noch versichern, mich wirklich ganz kurz zu halten. Ich meine, wir hatten als Syndikat Banken, hat man damals schon gesagt, der Finanzsektor, als der Sektor, den am Anfang am meisten von der Digitalisation betroffen ist, und wir hatten noch auf der Basis mitgeteilt, dass wir dafür von dieser Digitalisation ob l'emploi und ob Salarien am Sektor analysiert tun, an als ob 10 Sujeten reduziert hatten für eine Analyse zu machen, was die Affären für Salarien ginge bedeuten. Klar ist, dass es natürlich einen Effekt hat auf die Aufsicherung von den Berufskarrieren, eine Konziliation wie familial wie professionell, Recht auf die Konnexion und natürlich auch auf die Arbeitszeitregelungen. Das sind dafür von einer Digitalisation, die eine wichtige Rolle an dem Sektor werden spielen. Neben dem haben wir auch gesagt, dass neue Arbeitsplätze gingen kreiert, gingen eine gute Party, mehr aber auch andere Arbeitsplätze werden aufgebaut gehen. Und da wären es extrem wichtig, als der Maintien vom Emploi am Sektor an der Zukunft aufzusichern. Und das geht natürlich nicht mehr über eine Formation professionell continue, die aber am Vierfeld eigentlich muss stattfinden, ehe der Plätzenaufbau stattfindet und dafür gesorgt wird, dass die Leute hier Berufskarrieren an dem Sektor können über DW garantieren und aufsichern. Wir haben daneben am Bankensektor noch ein zweites Problem, das wir
krit hun durch d'Afféierung vun dem 7024er Gesetz, Di wisst fir 2 Joer hunn as e Gesetz gefordert gin, wat d'Exportatioun vu verschiedenen Aktivitäten am Sektor erlaubt, wat et fir net gin ass am Lob können aufhängen festzustellen, dass am Sektor verschiedene Konzerne Betrieber sech lo restrukturiert tun an noch desideiert tun verschiedene Aktivitäten zu Lützeburg nëmi werden ze man me am Ausland ze machen. Mi hunn dodurch Probleme am Outsourcing am Junole Probleme ganz rezent gehabt mat relativ viele Sozialplan, die man ho misse machen, wat durch en gewissen Zuel u Leiit betrifft, die net klengers. An mir los soen, dass effektiv do natürlich et ganz wichtig ist, dass man lo an den Ende dadurch schon gesot e Gesetz kreieren, wo d Plan de maintien dans l'emploi an eng Obligation gin, fir all Lizenziment oder fir all Aushandlung vun engem Plan sozial, wird das nimmen iwwer DW, wo man könne garantieren, dass Plätzen ha net aufgebaut gin, mir och werden erhalen gin. Ich meine, das auch vun eise Sujet, den an eise Konsiderationen ganz stark treiert gëtt. Und dann last but not least mengsch Hummerreis auch Gedanken nach Rëmmeger gemer iwwer deise Kollektivvertrag, die wüst immer net unbedingt an der Form so wie ass mat drohen an mat gedrohen hunn. Mehr hätte nämlich gern also GBL, wann mir Chance kreien, die Wahlen hai als die Wahle gestärkt rauszugun, dass man ese Kollektivvertrag kreen an mir stehen noch dafür, wo nees Garantien an de Barremen werden afauerert gin fir Leiit, aber auch Garantien vun enger Evolution de Karriere nees werden Drasinn wëll de Moment de neue Kollektivvertragbel keng so Evolutionsgarantie mé gëtt, au contraire, die neue Barremen, die sie just nach baséiert op Performance an op dass de Tischchten den Employer den desideiert op de recht krit fir eng Augmentation oder net. Mir werden dofir astoen a weiter dofir astoen, wie man dat sowieso bis auch immer gemacht hun, dat sind die Garantien an die Augmentationen rëm an de Kollektivvertrag werden afauerert gin. Genauso wie man de werden als dem Problem vun de Vorkaderen, den konsiderable Problem am Bankensektor ass will ganz viel Leiit ebel as de Kollektivverträge rausgeholt gin, a ganz oft just fir kein Iwerstunde bezuelt ze kreen. Die Leiit awer de recht tun ënner de Kollektivvertrag zu fallen, mé och do werden dafür antreten, dass das doe Changement op dem Niveau werd kommen, genauso wie man werde revendikieren, dass auch Kollektivverträge an den ganzen Sektor connexen, soft dat bei de Fiduciären, soft dat bei de PSFen, weil die Leute die Hockey Kollektivvertrag, dass do Kollektivverträge an der Zukunft werden ausgehandelt gehen. Voilà. So nicht merci. Den noch kurz dann darüber geht, ich meine wichtig also zu gesehen, dass man nur bei der Halschenball von der letzten Ökonomie sind, bei 2/5 von der ganzen Ökonomie. Wir hatten do 14 von 10 von 14 Sitz bei den letzten Wahlen. Du hast du dann noch ein bisschen Luft nach oben, war aber natürlich ein ganz gutes Resultat, was wir wollen verbessern. Die werden doch gesehen, wenn er die Broschüre guckt, die da du kriegt, dass kein spezielle Revendikationen vom Gruppe 5 sich an der Broschüre empfangen, einfach weil dann möglich ist, wenn den Gruppe sich so heterogen zusammensetzt. Ich gebe vielleicht ganz kurz dadurch, ohne Urspruch auf Vollständigkeit werden eine Reihe von Sachen, wenn ich aber vergesse mich für sich die Hauptfelder, die an dem Gruppe sind, zu erwähnen, an vielleicht eine kleine Präzision dann jeweils zu gehen. Fängt Nummer der Restauration kollektiv, da sind wir am Gang Kollektivvertrag zu verhandeln, zu erkämpfen. Da sind wir nur beim sozialen Mindestlohn, da geht es doch um Arbeitszeiten, Flexibilität, Disponibilität vis-à-vis vom Patron. Das ist extrem wichtig, dass die Position vom OGBL gesteckt wird, bei den Delegationswahlen, für das man dort zu einem Ergebnis kommen, was valabel ist. Kommerz können verfolgen, keine Problematik aus dem Kommerz, da geht es um Ladenöffnungszeiten, geht auch um Flexibilität, es geht um die sogenannten Teilzeitfalle, wo eine ganze Reihe von Leuten sind. Wir haben da einen guten Akkord gemacht gehabt bei H&M, der ist schon drin, wo wir die Flexibilität enkadriert tun. Da muss es weitergehen, und da geht es um einen Ausbau von den zulfenden Verträgen und geht um eine Abwertung, eine Weiterstärkung vom OGBL Nettoyage. Da wissen alle, wie die Konditionen sind.
Wir haben einen Kollektivvertrag, der vom OGBL als majoritär Gewerkschaft verhandelt ist. Den wird Verbesserungsbedarf an noch da ist wichtig, dass man nicht an eine Situation kommen, wo sich Kräfte, die da agieren, gedeelt wären. Die Universität, für wirklich, ich komme vom Nettoyage auf die Universität, also für zu weisen, wie komplex das Ganze ist, wie heterogen. Hummer für den hast du von der Geschwart gehen von dem Droit à la Déconnexion, du Hummer an den Vertrag rakrit, wat ein Durchbruch war an der Frau du musst weitergehen. Wir haben ein Konvention gemacht als OGBL ganz lang von den Centre de Recherchen. Du musst weitergehen an die richtige Richtung. Wir haben ein großes Match gehabt, auch was das Lohnsystem angeht, Karrieren, die nicht sollen gebunden gehen und rein willkürlich und subjektive Kompetitivitätskriterien, die irgendwo sollen strukturiert sind, an eine Logik soll dran sein, an Automatismen sollten durchgesagt gehen. Horeca hat man Verträge, Horeca sind wir am Match für zu versichern noch da Verträge zu kriegen. Die braucht man da im Gegensatz zu dem, was andere Leute um 100,7 gesagt haben. Ich meine, die Leute, die schaffen, die müssen auch leben und die Konditionen sind einfach nicht gut und die müssen sich verbessern. Das ist auch wichtig, dass man GBL dabei als École privée do eng Gräfte Seel kom gewicht bis man een gute Vertrag dann do krit tun. Dann hummer e Syndikat dat silo aner Syndikate wie Syndikatservice gewicht, die ich lo genannt hun. mé hunn awer hun Syndikatservice an Energie, wat sich dann forcément dann méi genau dann do mat do oder mat dem Bereich do befasst. Nenne Beispiele mir hunn ganz gute Kollektivverträge am Energiebereich, mir hunn am Guardian nach Sparkanter als im Moment so, dass ein Vertrag verhandelt gëtt. Der Vertrag Guardian den ass net gut, an die muss besser gehen, an do ganz ganz wichtig, dass den OGBL gestärkt wird, weil sonst wird das kaum der Fall sein. Da geht um dieselbe Problematik über den anderen noch um Flexibilität, hauptsächlich an Lane. Für den Bau zu illustrieren, an dem Syndikatservice geht es dann hummer eng Versa dran, wir haben Fiduciären dran, wir haben Architektenbüros dran, wir haben Consulting-Entreprisen dran. Und wir haben also eine Multitude von Entreprisen, wir haben einen Kollektivvertragsdicht, die unbedingt muss an die Blut gehen. Ich erwähne noch vielleicht kurz einfach die Zusammenarbeit, die zwischen dem Syndikat Service und dem Syndikat Service Financier besteht, für do wo Deckungsbedarf ist, für do zusammen führen zu kommen, dazu der Matkic, wenn das annonciert geht für eine gewisse Zeit. Ein wichtigen Schritt. Dann Transport, da gehen wir dann an den europäischen Kontext, wir gehen bei den Gütertransport, bei Bussen, alles Verträge, die zum Teil aufgelaufen sind, zum Teil nach Envüge sind, an die am Moment verhandelt gehen, wo dort gewerkschaftlich stärkt kennt, die ist extrem wichtig, wie überall. Aviation Civil Flughafen schaffen 3.500 Leute, das sind geschätzt wie 20.000 Leute direkt aufhängig mit ihren Arbeitsplätzen, von dem wann dem Flughafen geschickt wurde, sind Vertrag aufgeschlossen gehen bei der Luxair, war den gute Vertrag ist, bei der Cargo Lux laufen Verhandlungen, Medienbereich. Gehört auch zum Gruppe 5, Imprimerien, schweren Sektor, die Kinder, Medien und Zeitungen, das Kinder. Also ich will nicht so, wie das im Moment du hast. Und doch da sind wir am Gang, als Verhandlungen zu führen, wo sie sind. Ganz kurz als Resümee: Kollektivvertragsdicht muss an die Blut gehen, in dem Bereich für 200.000 Leute. An dem Bereich stellt sich ganz besonders heftig die Frage von der Digitalisierung, was geschieht mit den Arbeitsplätzen, was geschieht mit der Formation, an denen Betriebe für die Leute die Möglichkeit zu geben, sich eben an die Mutationen, die da stehen, anzupassen, von der Karriere, von den Salären, von der Arbeitsplatzsicherheit und so weiter, dieselbe Strohen, große Bereich.
an viel Arbeit an groß Wichtigkeit, dass die Nogibel weiter bestärkt wird. 2013/2012 war eng heftig méi gut Mandatsperiod an de Südgemengen, wo den OGBL 87% vun der Repräsentativitéit besitzt, huet den OGBL net nëmmen dee vun den Gemenge responsable geplanten Sozialaufbau aufgewiet, mé huet tatsächlich positiv Verhandlungsresultater firzuweisen. Den neuen Kollektivvertrag bedeit eng neu verbessert lineare Lohnstruktur, déi sämtlech Lohnbremsen ophieft, allgemeng bleibend Lohnverbesserungen von 5,46%, a Jahresprime von insgesamt 1,9%. Beim Staat, wo OGBL 89% von der Repräsentativität huet OGBL an Staataufwertungen von den Ufangsgehältern bedeutend Lohnverbesserungen durchgesetzt. Auch bei den Staatssalarien sind linear Karrieren angefordert gehen. Der neue Staatskollektivvertrag hecht bleibend Lohnverbesserungen für Salarien an der Höhe von 7,1%, an 2 Jahresprime von insgesamt 1,9% gerechnet ob ein Jahresgehalt. Kommen wir zu den Hauptpunkten vom Programm vom OGBL für Salarien vom öffentlichen Dienst. Wir fordern die Aufschärfung von der Lohnungerechtigkeiten am öffentlichen Dienst durch Staffelung von einem inhaltlichen Kollektivvertrag, die für sämtliche Gemengen als Staatssalarien gilt. Mindestbasis von diesem Kollektivvertrag kann immer der Südgemengen Kollektivvertrag sein. Das bedeutet dafür vom höchsten Punktwert für sämtliche Salarien, die beim Staat, beim CGDs, bei den Gemengen, aber bei den Gemengensyndikaten schaffen. Für die Leute, die vom diesem Punktwert an den höchsten Punktwert Klammer geben, bedeutet das ein Lohnhaus von 5,31%. Des Weiteren fordern wir eine Erhöhung von den Permanenceprimen und gleichzeitig Recht auf Dekonnexion, also Unerreichbarkeit, wenn der Salarié daheim ist. Der Salarié hat das Recht auf Rotzeit, Verwaltungen können auf keinen Fall nach ihrem Gusto über die Freizeit von den kommunalen oder Staatssalarien verfügen. Wir fordern einen allgemeinen Stopp vom staatlich organisierten Lohndumping. Der massive Lohnaufbau bei der Post muss rückgängig gemerkt gehen, und die Lohnkonditionen von den Postsalarien müssen die vom OGBL verhandelt, besser Lohn- und Arbeitskonditionen von den Salarien am öffentlichen Dienstleistungsbereich gekoppelt gehen. Das gilt auch für Luxtra. Für die Salarien von der Ville de Luxemburg fordern wir, dass sie endlich einen neuen Kollektivvertrag kriegen. Das ist nicht normal, dass man nach 8 Jahren Diskussionen noch einmal keinen neuen, zeitgemäßen Kollektivvertrag für die Kolleginnen und Kolleginnen von der Ville de Luxemburg hat. Das wäre zum Programm. Merci. Auch, es werde ich nicht wundern, mir auch am Gruppe 7 gibt es eigentlich keine Alternative zum OGBL. Wir sind an dem Santé-Bereich, am Sozialwesen quasi die Einzige. Wir waren schon bei den letzten Wahlen und auch den Viertrunden ganz stark majoritär an den Bereichen, was Delegationen und auch Chambre des Salariés angeht, der wisst das. Wir kommen auch aus einer Zeit von ganz vielen gewerkschaftlichen Aktionen. Wir kommen aus 5 Jahren ständige Sozialkonflikt, ständige Mobilisierungen. Wir hatten eine riesen Demonstration an der Stadt 2016 mit einem erfolgreichen Aufschluss von den 2 großen Kollektivverträgen. Die hat das auch alles mit verfolgt. Wir haben die Abwertung von den Karrieren durchgekriegt. Und wir haben schlussendlich letztes Jahr den ersten Streik an der Geschichte vom Pflegesektor gehabt, an der Maison de Soins, einen erfolgreich gewonnenen Streik, auch noch 11 Tage. Wir kommen aus einer Zeit, wo die Leute, die an dem Pflegesektor, an den Spitälern, am Sozialsektor halt zu Lützeburg extrem gestärkt sind, mit dem OGBL. Sie haben Respekt gewonnen, mit dem OGBL, und Anerkennung vom Patronat, von Politik, durch uns, durch einander zusammen, an allem dem, was wir gemacht haben. Wir haben uns löscht am Gruppe 7, also ein Spiegelbild, ein bisschen von den Leuten, die am Sektor beschäftigt sind, mit Männern und Frauen aus allen Berufen, aus allen Alterskategorien, von den Nationalitäten, die am Sektor vertreten sind, und von den Leuten, die eben den Sektor da ausmachen, und alles das erreicht haben, was sie zusammen erreicht haben in den letzten Jahren. Mit den Leuten machen wir uns da stark für die Zukunft. Wir haben eine ganze Reihe Forderungen, ein Programmpunkt,
Punkten, die stehen noch an einer Broschüre. Ich gehe noch 2, 3 wesentliche an, da denen das, nachdem es mal nur die richtige Karrieren haben, an den großen Kollektivverträgen, werden wir mich stark auf Qualität von den Arbeitsbedingungen kümmern. Von den wichtigsten Punkten, an denen die Leute wirklich um Herz leiden im Moment, als Mangel an Personal. Das gilt für alle Bereiche, sowohl Spitäler wie Krechen, Maison Relais, Feuillejuren, Behinderteninstitutionen, die ganze Sozialsektor, Pflegeheime etc. Und geht aber nicht mehr mit genug Personaldotationen, wir können eine Qualität an der Arbeit zu leisten. Ihr wisst, dass wir den Dienst um Menschen gelegt, also eine Arbeit um Menschen, und das geht eben nicht mehr auch mit ausreichenden Personaldotationen, und du wird ein bisschen Zukunft von unserer gewerkschaftlichen Arbeit leiden. In dem Sinn sind wir auch dafür, als Kollektivverträge aufzusichern und weiter aufzustärken. Wir werden uns weiter gegen Privatisierungen an den Bereichen, auch das kann da. Wir werden uns gegen Outsourcing von allem, was nicht direkt Pflege oder alles, was nicht direkt Core Business aus an den Häusern, weil das heute sind eben Dienstleistungen, die an öffentlicher Hand müssen bleiben, die von öffentlichen Geldern bezahlt gehen, an die, und das haben wir immer gesagt, die nicht dürfen von privatwirtschaftlichen Trägern gelegt gehen, wo drängen nur Produktivität und nur Profitlogik geguckt wird. Das kann nicht am Sinn von den Leuten sein, die betreut gehen an unserer Gesellschaft, von der Kantheit bis zum Sterbehospiz. Das heißt, die ganzen Verteidigung vom öffentlichen denke ich, dass das auch weiter wird als Priorität sehen. Und da wir da aufschließend sind wir dann auch gegen alle neoliberalen Finanzierungsmodelle, die eine Politik an diese Bereiche will aufhören oder probieren dann zu feiern. Wir werden als wehren, dass so ein Spidolswesen, ob Forfaitlogik finanziert wird, wo nur der Rentabilität für Patienten geguckt wird, wo gesagt wird, Produktivität von den Spitälern muss erhöht. Alles das könnte nicht auf Roma Mojibel, und das werden bisschen als Akzenter sind, ob denen wir in den nächsten 5 Jahren schaffen. Merci. Das ist immer schwer, wenn es als allerletzte drin. Mit das aber eine Gruppe, die nicht mehr wichtig ist für den anderen, das ist die zweitgrößte Gruppe, und zwar den Gruppe 9 von den Pensionären, wo über 127.000 Leute abgerufen werden, gehen für den Wahlen darum teilzunehmen. Wir hoffen, und wir gehen davon heraus, dass wir auch die Wahlen dementsprechend werden aufschließen, weil wir immer als Motto hatten, dass wir immer so tun, wir setzen uns für den sozialen Fortschritt an, für allem für die Lebensqualität am Alter an, für allem aber auch für die Verteidigung und Verbesserungen von den Sozialleistungen. An dem Zusammenhang lassen wir just daran zu erinnern, dass der Nogimel sein Vertreter an der CNS, an einer Pensionskäse, an einer Unfallskäse, an einer Familienzulagekäse, respektive an einer Sozialinstitutionen, die Vertreter gewählt anhand von dem Resultat vom 12. März, wann Sozialwahlen rüber sind. Durch die Stärke, durch die Stärke fixiert, wen do Truderen ze feieren huet an de verschiedenen Institutionen, a mé während den 5 an 10 lächte Joren hummer als aat fir immer d'Lichtungen vun der Gesundheitskäes zum Beispiel ze verstärken, ze verbeeren. Joënneren du hauptsächlich wat d'Orthodontie blankt, respektiv Briller, respektiv den Detartrage, och die Elerleit sind immens geheit mat dem Lipodensproblematik, wo man als auch do viel Verbesserungen konnten durchsetzen. Wir können das nicht tun. Ich fand nach dem Skandal, dass die Elerleit an einer Situation sind, dass sie, wenn sie neue Zahn brauchen, oft sich nicht das leisten können. Und das, was die von einer CNS remboursiert kriegt, ganz oft nicht durchgeht par rapport zu dem, was im freien Marché gefordert wird. Und du willst manchmal, dass das von unseren per der Watt d'Orthodontie blankt, dass man do eng ordentlich Nomenklatur kreen. Und ich erinnere daran, dass die aktuell, die besteht erst von 1979, also bis heute, dass sie nicht renoviert gehen, da versteht die ganz schnell, wo die Problematik ist. Präventivmedizin wäre doch gerade so ein wichtiges Thema für uns gehen, und wir werden uns probieren, mit allen Mitteln zu wehren gegen alle Erhöhung von Bedeligungen, dann hauptsächlich
bei Leuten, die ganz schwerfällig Krankheiten haben, sieft das der Krebs, sieft das andere Krankheiten, dass wir da am Gange sind zu fördern, für dass wir den Medikamente respektive Treatmente auf 100% von einer CNS remboursiert kriegen. Noch Zweitklassenmedizin als für uns kein Thema. Urgence sind gerade so gut als Elerleid, und die sind ganz oft die davon müssen gezwungenerweise profitieren. Und auch da ist es wichtig, dass sie das Maximum von den Delayen so viel wie möglich aufdrehen, dass die Wartezeiten nicht dementsprechend sind, wie sie heute sind. Wie gerade so gut der Virage ambulatoire, das sind 400 Leute, also ich kann mir schwer vorstellen, eine Person, die den Blinddarm rausgeholt kriegt, dass die oben schon heimgehen kann, wenn sie lang wohnt, erkennen hört, den nur hinguckt. Also muss ich da extra Moyen haben, an die Leute, die wir nicht am Stach lassen mit ihrem Alter. Pflegeversicherung will ich heute nicht darüber gehen. Ich wollte just darauf hinweisen, dass es der Gebiel war, den darauf gefordert hat, gesagt hat, es dürfen keine Verschlechterungen kommen an der Reform. Und wir werden noch in der Zukunft weiter darauf aufpassen, dass keine Verschlechterungen kommen. Bien au contraire, wird man immer weiter ansetzen für die Autonomie von den älteren Leuten, so lange wie möglich können oprecht zu halten. Die Pensionsreform hat den Ende schon bald alles gesagt. Es sind über 19 Milliarden Reserven, was schon ein Monster-Schiff ist. Dafür haben wir auch gut Pensionen, langfristig Pensionen, die noch Menge ganz langfristig assuriert sind. Ich finde die Leute nicht immens gern, die Blick an die Kristallkugel geheiern und dann von 2052 oder mehr schwätzen, dass sie nicht mehr finanziert werden. Ich finde es auch immer so zu kriegen, dass die Leute im Endeffekt eine Belastung wäre für das System, weil die Gifte vom System profitieren und die hatten sich Giffen sie am meisten rausziehen. Die Damen und die Herren, die Leute sind ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor. Die Leute produzieren zu der Ökonomie von Lützeburg. Durch die Leute, die ganz viel suchen, auch bei der Stadt zurückgehalten und schmengen, dass das ein falscher Projekt ist, respektiv, dass es doch so muss sein, dass die Leute ordentlich Pensionen haben, wenn wir wissen, was Pensionspreise von den Altersheimen und von den Pflegenheimen sind. Da können wir probieren herauszufinden, was kostet an der Moyenne Altersheimer oder Pflegenheime fanden nicht. An der Moyenne. Der muss dann einzeln Altersheimer anklicken gehen, einzeln Pflegenheime für vielleicht herauszufinden, was dann den Preis ist, respektiv fand auch nicht für ein Zimmer von 14 Meter Quadrat oder 10 Meter Quadrat, was tue ich da dran? Habe ich eine Dusche dran, habe ich eine Toilette dran, habe ich keinen dran? Alles das ist heute zu Lützeburg im Moment nicht machbar, herauszufinden anhand von einem zentralen System. Ich bin froh, dass die Regierung endgültig als Forderung mit angeholt wird. Ich hoffe, dass es ganz schnell zu einer Realität kommt, wie gerade so gut, dass ihr eine Kontrolle kriegt über die Preise vom Altersheim an Pflegenheim. An Pension gehen, als viele Leute ändert, bei vielen Leuten ändert Leben. Feiert zum Gefühl, für nämlich oft gebraucht zu gehen, respektiv Einsamkeit oder zu der Langeweile. Tut ganz oft auch negativ Einfluss auf die Körper. Für was so nicht? Mir ist dem ganz einfachen Grund, weil wir die letzte Zeit immer mehr damit konfrontiert gesehen, dass Leute sich an Situationen von Isolation rümpfen. Wo man den Opa sogar nicht mehr auffällt, dass eine Person neben drin wohnt, weil die Person nicht mehr rausgeht oder die Person geht just vielleicht nach irgendwo abkaufen und dann zurück direkt an seine Wohnung und da bleibt sie da bannen sitzen. Und wir meinen, dass sie das soll probieren zu vermeiden, soll probieren die Ghettoisierung so stark wie möglich aufzudrücken und probieren die Leute wirklich attraktiv zu leben, draußen und mit der Sozietät zu integrieren. Unter den Vertretern von Mogebel an der Chambre des Salariés haben wir eben den nächsten Schritt gemacht, und zwar haben wir die Weiterbildungsaktivität für die Sängerinnen angefordert, die wird das Jahr anlaufen. Das geht von mit dem Internet umzugehen bis rüber, wie fand ich guten Wein raus oder schlechten Wein raus. Voilà, en Gruppen sich entschuldigt, dass ich mir lang war, aber das ist nicht so evident an dem Thema. Merci.